Guten Morgen. Ich kenne schon Herschel Gleason über 35 Jahre, ich habe nicht gekannt, wir haben sich bekannt wie junge Leute. In was? Richtig. Herschel hat eine schöne Michis. Ist gewesen der Dekan von dem Max Weihnacht Center. Hat ein Doktorat in Yeva. Ich sage Michael in Yeva in New York. Hat ein Doktorat in Linguistik von Columbia Universität. Ist jetzt ein Übersetzer auf verschiedene Sprachen hin und zurück. Und ist der Mitchefredaktor von dem Arimnemic Englisch-Jüdischen Wörterbuch. Das heißt, wir haben zusammengearbeitet lange Jahre. Und hat mir verantwortet, hat mir geantwortet auf Hunderte, ob nicht Tausende Kasches wegen Sprache und Übersetzung in verschiedene Sprachen. Das ich warte. In Herschels Hilfe wollte das Wörterbuch nicht heraus. Was noch für interessante Chicago Fakten wegen Herschel. Herschel ist ein Bäcker von Challis. Hat einen 8-jährigen Jüngel, was redet fließig Jiddisch. Welcher Dialekt? Karl-Jiddisch. Oh, fair. Ich habe getracht wegen Reden mit dem Theaterlichen, aber es ist... Nicht Theaterlichen. Hat einen Geschmack. Hat einen Geschmack in Klarjiddisch. In Herschel ist einer von den gezählten Menschen auf der Welt, ob nicht der einzige, was kann ganz Jigan und Schumacher von äußern wenig. Und das wird sein, ein ganz anderes Programm aufeinander tun. Jigan und Schumacher. Ja. Gut, ich gebe euch eben Herschel. Ja, wir wollen ungefähr hören ein bisschen Jigan und Schumacher, aber nur zu dem Dialekt, nicht zu der Komödie. Ihr sollt ihr wissen, dass ich dort nicht lachen. Ja. Die von euch, was sind gekommen, sind PowerPoint, sollt ihr wissen, als das Heinwert-Design eine altfränkische Technologie. Ja. Ich habe zugenommen dem Ekran, ich habe vermacht dem Computer, ich habe nur meine Notizen da und ich habe probiert, was ihr seht, ob ich sehe, käme und sehe nicht da reingekommen. Ja. Also der Fall sind sehr gute Maße. Sein, nicht so modern, aber ich meine, dass das Material ist interessant, sei wie sei. Und ich weiß nicht, darf ich reinreden in das Mikrofon? No? Aber so will ich überrücken. Ja, ich weiß, aber das ist zu viel. Ich darf haben 3 Hände und ich habe nur 2. Ja, es heißt ich habe getracht, öfter reden ohne Notizen, aber mir hat mir gegeben, mein nächstes Jahr zu schreiben Notizen. Jetzt habe ich jetzt zu viel. Jetzt lassen wir sehen, Sie können finden einen Mittelweg. Heute wir reden wegen Dialekten, ist keinem Kohl, was ist ein Dialekt. Und ehe wir reden wegen dem, will ich auch sagen, also wie das ist ein Seminar, wollte ich gewollt, ihr sollt sich beteiligen, aber seid also gut, habt ihr verhandelt, war nicht, wird ihr reinfallen in mitten Satz. Und das habe ich nicht lieb. Will ich sich umkehren zu der jetzigen Thema. Was ist ein Dialekt und wer beschließt, was ist ein Dialekt? Und für was frage ich, wer beschließt? Weil es ist gewesen, durch die Jahre oder durch die Jahrhunderte nicht einmal eine Diskussion wegen dem, sie ist eine Sprache, sie ist ein Dialekt. Nicht nur wegen Jiddisch, versteht sich, aber eine Sache wegen Jiddisch. Ob einer von euch hat Courage zu sagen, was ist ein Dialekt und wie soll mir erkennen, Dialekt, jetzt wollte ich gewollt hören eine Meinung. Ein Dialekt ist eine Sprache und eine Meinung. Ja, das ist eine berühmte Sorge, was Max Weinreich hat es genascht von, hat nicht gedenkt von wem, also Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und einer Flotte. Ja, das ist eine größere Mos Emes. Ob es da eine Meluche
ist das eine Sprache. Ob es eine Stocke-Meluche ist das ein Dialekt. Keinem, kurz die Menschen, die sind da in dem Saal, wird nicht eingefallen zu sagen, als Deutsch ist ein Dialekt von Jiddisch. Ja? Mir dachte ich, es ist so. Weil wenn ich bin gewesen, in Wien, dachte ich, was für ein Monodialekt soll gehören, mit so viel geringer, wenn sie reden nach Sprache, Jiddisch, ja. Aber versteht sich als, durch die Jahrhunderte ist gewesen verkehrt. Jiddisch ist ein Dialekt von Deutsch und nicht nur bei Aschkenazischen Jiden. Ich habe Bekannte von Irak. Jetzt habe ich sie gefragt, was für Loschen haben sie geredet daheim? Haben sie gesagt, ein Dialekt. Dennoch habe ich das nachgeguckt, hat sich herausgewiesen, als bei den Arabern ist nicht da eine Sache. Es ist nur da Arabisch. Jetzt haben sie sich ausgelernt, ergens noch ein Wegfahren von Irak, als das, was sie reden, ist nicht keine Sprache, nur ein Dialekt. Ja? Aber in Tocherein, die Araber nehmen das nicht an, ist in jedem Land da ein anderer Dialekt von Arabisch oder aber so unsere Sprache. Und wieder einmal, wer beschließt? Die Araber allein. Sie haben beschlossen, als das, was man redet in Marokko und das, was man redet in Irak und alles inmitten, ist Arabisch. Aber ein Marokkaner kann sich nicht so neu reden mit einem Iraker. Wollte ich gesagt, dass das ist eine besondere Sprache. Aber nein, es ist nicht eine besondere Sprache, weil politisch ist das Verrechnen für eine Sprache. Ja, und Chinesisch versteht sich ist verkehrt. Nein, Chinesisch ist dasselbe. Zoffen und Dorm kennen sich nicht zu neu reden und von deswegen ist da eine Literatursprache, eine geschriebene Sprache. Rechnen Sie das für eine Sprache. Ja. Und Tschechisch und Slowakisch oder Serbisch und Kroatisch, wo wir können sich ja zu neu reden, zu lieb Politik, besondere Sprachen. Also ja, das ist nicht in der Sinne keine linguistische Frage, was ist eine Sprache und was ist ein Dialekt. Jetzt, wenn wir reden heute wie ein Dialekt, reden wir wegen dem, was wir haben, viele Masken gewähnt, als es ist ein Dialekt. Wir haben Masken gewähnt, als Polisch-Jiddisch ist nicht keine besondere Sprache von Litwisch-Jiddisch. Und das ist positiv, weil so hat das Volk, also sozusagen, das Volk, was ist da in dem Saal, und euch mit Chutz dem Saal, hat angenommen, ja. Es ist da etliche wörtlich wegen dem, es ist nicht wichtig, aber so ein Tocherein beschließt das Volk oder die Politik und einmal beide zusammen. Ein Wort, will wer nehmen ein Wort? Ich habe noch geklärt wegen Arabisch, es ist ein bisschen wie Jiddisch, es ist klar Arabisch, Al-Arabi al-Fusha. Ja. Das ist eine modernische Sprache, sie reinbringen alle verschiedene arabische Sprachen. Das ist nicht alles nur arabische Sprache aus der normalen Zug von Afrika, es gewinnt sehr stark die Berbersprache. Ja, aber weil sie haben, also wie ich schon gesagt, weil sie haben eine literarische Sprache, machen sie den Anstell, nein, ich kann nicht das so sagen, halten sie, als sie sind alle Araber und sie reden alle Arabisch. Kurz, wie gesagt, können sich nicht neu reden, oder wir reden besondere Dialekten. Aber das ist mehr Politik wie Linguistik. Noch Definitions. Als wir sagen Dialekt, wie also teilen wir ab, Moschel wieder Polisch-Jiddisch und Litwisch-Jiddisch, weil wir wissen, als Polische Jiden sagen Fleisch und Litwische Jiden sagen Fleisch und das ist alles sehr schön, aber als man guckt sich sieht man, als es ist Lavdavke, ja. Es kann sein ein Jid, der sagt Fleisch, aber er nutzt ein Wort in seinem Vokabular, was es nennt zu Polisch-Jiddisch und verkehrt. Heißt es als, ob wir machen die berühmte Mappe, was Dr. Schechtoller war schon im Pfleg schreiben, und für was ich will, haben wir Toro. Ja? Ob wir sind nicht gewesen bei Dr. Schechtoller in Klasse, weiß ihr schon nicht, aber das ist die Mappe von den jüdischen Dialekten. Polisch-Jiddisch, Litwisch-Jiddisch, Ukrainisch-Jiddisch. Aber das ist auf dem Smach von Reusred. Wenn wir so machen eine Mappe auf den Smach von Vokabular, wird es rausgekommen anders. Ja? Der Moschel, öfter wohl gewesen so.
ist, wenn wir zerteilen Dialekten, müssen wir wissen, auf was das macht, wir zerteilen sie. Und versteht sich, als wir können sagen, als litwische Jiden sagen Fleisch und sagen See und sagen, ich weiß, Krumm und sagen, wir können ausrechnen an der Sache, aber versteht sich, also nicht alle litwische Jiden sind so und befragt, oben ist so, irgendwo bei der Grenze, machen sich gemischte Dialekten. Einer, wie ich habe gesagt, einer sagt Fleisch, aber nicht das Wort, was wir kennen von polnischen Jiddisch. Ja? Und wegen dem wollen wir reden ein bisschen später. Ich hoffe, dass ihr habt die Kopies, weil, also wie ich habe nicht kein PowerPoint, ist will ich sich verrufen auf die Kopies, was ich habe zugegeben. Ja, bald werden wir reden wegen Levenstein, weil ich will kurz bekitzer reden wegen meiner Jiddisch. Das ist nicht meine Spezialität. Ah, nein, das gedenke ich nicht, aber was legt sich auf den Sechel, ja. Ja, ich kann euch erzählen, eine kurze Mainze, 1 Minute. Eine kurze Mainze wegen dem, wie die Dialekten mischen sich und wie wir kennen von dem Währung verführt. Ja. Also wie wir wissen, dass litwische Jiden sagen nicht Bräut noch Breit und sagen nicht Läufen noch Leifen, heißt es, dass jeder Jid, der sagt Leifen und Breit, muss sein ein Litwak. Nicht Emes. Was ist nicht Emes? Weil es ist da ein Territorium, wo man sagt Breit und Leifen, aber man sagt Suchen und Kimmen. Was für Dialekt ist das? Es ist ein Gemisch. Ja? Es gewinnt ein Forscher von Jiddisch, was hat zusammengearbeitet beim Sprach- und Kulturatlas, was, ob ihr wisst nicht wegen dem, ist gedei, ihr sollt wissen, das ist ein Uriel Weinreichs größer Projekt, zu verschreiben, was mehr Jiddisch Reders, das heißt, rekordieren und verschreiben auf Papier, ihre Rede, gedei zu kennen, nicht nur Dialekten, sondern auch zu kennen Kultur, die Minhagim, weil sie sind originale Minhagim. Ja, nicht alle Jiden essen Latkes, Chaneke-Zeitle, Moschel. Von dem größten, Uriel Weinreich versteht sich, ist gestorben, junger Heid. Noch sein Treut hat Michael Herzog das übergenommen und besitzt in einer Reus 3 Band, aber das ist ein Mainzer Farsich. Ist einer von den Forschern, was so zusammengearbeitet, hat geschrieben, geht's wegen Chaim Nachman Bialik, als Oi Bialik hat gerät mit dem litwischen E, hat er gestammt von Bialik? Nein, er hat gestammt von Ukraine. Ist Oiber hat gerät mit dem litwischen E, hat er das gemusst kennen, weil er hat gelernt in der litwischen Yeshiva. Ist der jener Forscher gewinn gerecht? Nein. Für was? Weil Bialik ist gekommen von der Territorie in Ukraine, wo man redet mit dem litwischen E. Ist das hat er gehabt von daheim. Aber bis man hat nicht angeheuben, sich in dem reinzugribbeln, hat man nicht gewusst, dass es so ein Territorium. Man hat Tage gemeint, als Litwisch. Ja. Man hat nicht gewusst, dass es so ein gemischter Dialekt inmitten. Aber bei allen Grenzen sind da gemischte Dialekten, auf alle Sprachen. Nein, mit Breiter gegen Breut und Leifen gegen Läufen. Teira gegen Teure, Käfen gegen Käufen. Ja. Dialekten? Litwisch, Litwisch, Jiddisch, das ist dort ethnische Terminen, Litwisch, Polisch und Woliner. Und ich will das stellen in Gänsefieslich, weil das sind nicht die technischen Terminen. Aber also wie wir sitzen nicht in keiner Klasse in Kolumbien, mag man sich vergehen nicht technische Terminen. Ja, ist das wichtig zu haben im Sinne, als es ist mehr gemischt, wie ihr meint. Und es ist, wie gesagt, mehr gemischt, wie viele, die Kenners haben gemeint, oder sie haben sich in dem nicht angeheuben gribbeln und reden mit hunderter Jiddisch-Reders, ja, von allen Gegenden und nicht nur sich verlassen auf die Stereotypen, was sie haben gekannt von früher. Ist von Heint an, Tomer hat hier
sind gekommen, nicht gewesen auf einem Seminar, und ich bin sicher, als Teil Menschen da wissen eine Sache von dem, was ich heute erzählen. Aber ihr werdet mir Meuchel sein, aber wir sind schon gewesen bei mir einmal auf einem Seminar und ihr hört es zum zweiten Mal, weil ich hoffe, es sind doch heute etliche Menschen, die hören als zum ersten Mal. Ist, werdet ihr wissen, als alles, was ihr wisst, ist Lavdavke. Ja, als, ja. Alles, was ist von mir, ist Lavdavke. Ich kann wieder erzählen, ich will bei Meuchel sein, ich will erzählen meistens, dicke meistens. Auf der Jiddischwoche ist gewesen einer, was hat geredet mit einem E, aber seine Sprache ist gewesen von Ukraine, hat gesagt, schämt sich zu reden mit seinem E, weil will nicht mehr so meinen, als ein Litwak. Ich habe nicht gewusst, dass seiner Litwak ist ein Busche, aber bei ihm ist das gewesen ein Bische, ja? Oh, das ist aber Sonderlinien, das können wir später. Bische ist Mele, Galizianer ist euch nicht kein technischer Termin. Wegen dem werden wir reden später. Ja, jeder mir lassen sich rein in Dialekten, darf mir ein bisschen wissen wegen dem Aufkunft von Jiddisch, und ich bin sicher, als Teil weißt ihr, warum dem ist gewesen eine ganze Debatte, was hat sich keinmal nicht geendigt. Kolsmann, die, was sind von einer Seite oder von dem zweiten Seite leben noch, wird die Debatte sich nicht endigen. Es wird sich nur endigen, wenn alle die Bedürfnisse wollen nicht leben. Ja, weil keiner ist nicht bereit, noch zu geben. Keiner ist nicht bereit, zuzugeben, als der Zweite ist öfter gerecht. Ja, jetzt haben wir unsere 3 Hypothesen wegen dem Aufpunkt von Jiddisch. Max Weinreich sagt, das in Meierhof Deutschland, David Katz und Bob King sagen in Mizrach-Deutschland und Paul Wechsler sagt in Mizrach-Europa. Ja. Das, was legt sich meistens auf den Seichel, ob es da Wechselisten da sollte mir Meuchel sein, ist Deutschland. Die Frage ist, in Mizrach zu Meierhof, Leute der Geschichte weiß sich heraus, als Jiden sind gekommen durch Italien und Frankreich in Meierhof Deutschland da rein und dort angehäuben zu reden Jiddisch. Aber unser heintig Jiddisch ist eine Sache ähnlicher zu Mizrachdeutsch. Jetzt kann man annehmen, als Philipp Eppes Asibbe hat sich Jiddisch in der Emerson angehäuben, wenn Jiden sind nicht schon gewesen, mehr auf Mizrach, oder haben sich Posche zerspreit über das ganze Territorium. Ja? Ich kann zugeben, ich kann anzeichnen noch eine Mappe und ihr werdet von dem sicher lachen, weil meine Mappe sind zum Lachen. Nein, noch nicht. Was tue ich aber? Lass mal sagen, als das ist Deutschland, sage ich doch, es ist ein Gelächter, ja? Aber wir haben keinen angehäuben wollen da, und danach haben sich gesprochen über nicht nur Mizrach, nur da in Deutschland, ein bisschen Zoffen, ja. Aber Jiddisch hat sehr wenig zu tun mit Zoffen. Das ist wieder ein besonderer Indien, was wir davon heute darum reden. Seiden ihr wollt, da bleiben eine ganze Nacht, was von meinetwegen kämen, aber ich weiß nicht, wie ihr wollt. Jetzt rechnen wir, als Jiddisch ist aufgekommen, wenn Jiden sind angekommen in Meierhof Deutschland durch Frankreich und Italien. Wir so wissen mehr als durch Frankreich und Italien, weil also weiß, da sagen die Historiker und was noch? Aber wir haben etliche Wörter in Jiddisch verstammen von Französisch oder von Italienisch. Ja. Und dafür wichtige Wörter. Was sind sie? Nein, nicht Mädel. Benchen, Lehnen, Schont. Fatschele weißt du es. Und noch ein Zoll. Kremslach, ja. Und öfter Farfler viele. No, das wird sein ein bisschen später. Ich hab nicht die Fischfahrt der Netz. Ja, sag mal, du hast ein Lobus, was will überhippen, halb von mein zugeräter Lektion. Schont, ja, Schont. Schont ist, Davenen weiß man nicht, und das ist wieder das Allgemeine, als besser sich in dem nicht reinlassen. Ja, das ist Punkt, also wie die Debatte herum der Aufkunft von Jiddisch. Es sind dort sämtliche verschiedene Hypothesen und alle sagen, jeder sagt, dass er ist gerecht und alle anderen sind Idioten.
Ja. Es ist besser, sich in dem nicht reinlassen, weil ich will nicht mehr so auf mir sagen, als ich bin ein Idiot. Ja. Ja, es heißt, dass Jiddisch ist aufgekommen in Deutschland und in deutschen Jiddisch sind eine Sache mehr Wörter von Romanisch, von Las. Ich habe sie nicht zu der Hand, aber das macht nicht, dass der Riker ist. Ich habe geschrieben, also ich will reden mehr wegen Vokabular, weil ob ich reden nur wegen Herausreden, weiß ich kurz von einem Mensch, was wird herausgehen von Saal, demonstrativ mit der klappenden Tier. Jetzt lassen wir nicht nur reden, lassen wir reden etwas mehr wegen Wörter. Ist Jiddisch in Deutschland und herum, Holland, Schweiz, in dem heutigen Tschechei, in dem heutigen Slowakei, in Teil Ungarn, hat gehabt Mehrwerte von Romanisch und Mehrwerte von Loschen Koidisch, weil sie haben nicht gehabt einen slawischen Komponent oder Kemat nicht. Das Wort Nebach ist, weiß das ja gewesen, aber sehr wenig, ja. Weil, Chotsch ist da in Meier auf Jiddisch? Ja. Chotsch ist ja da in Meier auf Jiddisch. Ja, es ist aber zu zählen auf die Finger. Beschaß in Mizrach-Jiddisch, in unser Jiddisch, ist zu zählen auf die Finger die Wörter von Romanisch. Ja. Und wir haben den größten slawischen Komponenten. Ich wollte sehr grob, das soll sich nicht auslöschen jede Minute. Koilic, ja. Koilic ist auch von Slawisch. Koilic ist eine geflochtene Challah oder etwas ein Kuchen, es wendet sich bei Wärmen. Ja. Und das ist wieder einmal ein ganzer Indien, was, ich weiß nicht, wie viel wir sich auf dem abstellen, aber ein Wort, was hat verschiedene Teilchen in verschiedenen Dialekten. Nicht nur, was man hat besondere Wörter für ein Teilchen, mit besondere Teilchen für ein Wort. Ja. Meier Jiddisch hat man gerät Geschmack in Europa bis ins 18. Jahrhundert mehr oder weniger und in jener Zeit hat das ungeheuer unterzugehen, zum Teil auch dank Moshe Mendelssohn und seiner Bewegung, aber zu bisschen untergegangen. Als ich meine, als das ist 1 und 2. Mendelssohn schon, aus Jiddisch, nein, so gedauert, 10 Jahre. Und es ist geblieben noch, viele in unseren Zeiten, also zu sagen, unsere Zeiten heißt bis der Zweite Weltkrieg, viele nach der Zweiten Weltkrieg, ja. Ich weiß nicht, wie viele von uns sind schon gewähnt auf der Welt, aber als ich sage, unsere Zeiten rede ich ein bisschen breiter, ja. Unsere Zeiten nimmt nicht nur herum, unser Leben ist noch ein Jahr oder noch 2 Jahre, ja. Wie sagen wir Living Memory? Gittel? Wie sagen wir Living Memory? Ja, ich wollte gedacht, da reingucken in Wörterbuch. Ja, etwas lebt noch in Sekuren, das heißt, das, was haben gedenkt, unsere Tamames und unsere Seides und Babes, ja. Und mein Seide ist noch geboren im 19. Jahrhundert. Heißt es, aus unseren Zeiten heißt sein von der Zeit, was er hat gelebt, nicht nur von der Zeit, was ich lebe. Wo habe ich gehalten? Versteht sich, also ich habe ein bisschen verloren vor dem. Der Untergang von Maravilla, schönen Dank. Ich habe ein Souffleur, das ist sehr, sehr wichtig zu haben, ein Souffleur. Ja, heißt es, als es ist so ein bisschen untergegangen, sind noch gewesen Simonim von dem in Deutschland, weit im 19. Jahrhundert, aber jeden sind so ein bisschen rüber auf Deutsch. Und der Übergang ist mit Stimme gewesen geringer, weil sehr Jiddisch ist gewesen ähnlicher zu Deutsch wie unser Jiddisch. Ja. Was war Protem, will mir ein bisschen später herumreden, seitdem ich vergessen und ihr werdet mich da meinen. Ja. Jeder kennt seinen Souffleur. Jiddisch hat noch gelebt, da viele noch in Churben in Schweiz und in Elsass, ein bisschen. Man hat noch bei Wissen zu reden mit den Menschen, sie zu rekordieren, fahren Atlas, weil der Atlas, der Sprachatlas, hat nicht nur reingenommen Mizrach-Europa, nur euch Meier-Europa. Und sehr Jiddisch, wie gesagt, ist eine Sache anders und klingt eine Sache mehr Meierevdik, wie Mizrachdik. Ja, klingt ähnlicher zu Deutsch wie unser Jiddisch. Unser Jiddisch kann man euch meinen, man weiß nicht, oh, er hat Deutsch. Aber der Klang ist bei der Fall hübschlich anders. Ja, bei sie ist das ähnlicher zu Deutsch. Sie haben doch gelebt in einer
Deutscher Zwiebel bederich klar. Einmal ist viel nicht klar, wo ist da die Grenze, ja. Die Grenze zwischen unser Jiddisch und Polisch ist sehr klar, ja. Und man hört reden Jiddisch und man meint, dass es Polisch ist, man pusht auch von Sinnen, ja. Und man hört reden Jiddisch und man meint, dass es Deutsch ist, das noch berechtigt. Aber wenn man hört sehr Jiddisch, ist einmal nicht klar. Ja. Und versteht sich, hat man das Sache ausgemischt. Als man Jiden haben gewohnt bei Sunder, das heißt von amalige Zeit an, haben Jiden genascht das Loschen bei den Deutschen, aber sie haben allemal geredet anders, also meint man. Ja, weil Jiden haben allemal gehabt einen anderen Lebenssteiger. Und wenn man hat einen anderen Lebenssteiger, hat man ein anderes Vokabular. Ja. Ja. Das ist Teil von Meier-Jiddisch. Das ist Teil von Meier-Jiddisch. Das ist ähnlich zum Jiddisch von Deutschland. Wieder ist euch da eine Debatte, sie Meier-Jiddisch und Mizrach-Jiddisch sind Dialekten, sie zwei Sprachen. In dem will ich sich im Ganzen nicht da reinlassen, ja. Ich gehe mit dem Gang, als ob ihr wollt nicht schlafen bei Nacht, weil ihr wisst nicht, sie Jiddisch ist aufgekommen in Meier of Deutschland, zu Mizrach Deutschland, Gesundheit, schlaft nicht bei Nacht. Ich will ja schlafen bei Nacht und ob nicht, ist nicht über dem. Ja? Ja. Es sind da Menschen, die trachten Tag und Nacht wegen dem, wo es aufgekommen in Jiddisch. Ich nicht. Ja. Es ist interessant, ich habe lieb wegen dem zu reden, aber nicht den ganzen Missless. Ja. Und dasselbe mit dem zu Meier of Jiddisch und Mizrach Jiddisch sind in ein Sprach zu zwei. Ja. Ob ihr wollt wegen dem reden, ist darf ihr finden einen anderen Redner. Ja. Was ist ja in dem reingetan. Ja, also ich dachte ich mir euch, aber sind da solche, was halten anders. Und wieder einmal, wir sollen herumreden, alle Debatten herum die in Jonim, ist am Einzel an Asof und mir ist das wahrscheinlich nicht interessant. Ihr tut, wie ihr versteht und ich tue, wie ich verstehe. Ja, ist, wie gesagt, hat Meier-Jiddisch gelebt bis den heutigen Tag, aber nicht so in Deutschland wie in die anderen Länder. Ich will nicht reinlassen sich in dem zu viel, aber ich will ja meinen, dass heutige chassidische Jiddisch, heutige Chassidim stammen so von Ungarn, ja, und ob ihr wollt eine Mappe von Ungarn, wird es ein Punkt also wie Deutschland. Aber Ungarn, es versteht sich einmal gewinn als Sachgröße. Und die, was mir von ungarischen Jiden stammen einmal von der heutigen Ukraine, zum Beispiel Munkac, oder von der heutigen Rumänien, Siget und Satmer, ja. Aber das ist alles verrechnet für Ungarisch. Und Uriel Weinreich hat angeschrieben an Arbeit wegen dem, wie viel sehr missrichtig jiddisch Dialekt dem Teil Ungarn ist unter der Haspur von einem meierlichen Dialekt von dem Teil Ungarn. Mir hat mich gebeten zugerät nach Bibliografie. Ich habe nicht mehr Wissen, das zu tun, aber euch, wie wollt wissen, kann ich ausrechnen etliche Titeln und jener Arbeit heißt Western Traits in Transcarpathian Yiddish. Uriel Weinreich. Und ich gedenke nicht, in was Bahn das ist gewesen gedruckt. Oh, seht? Ich habe sehr guten Zufall. Wie viel bin ich dir schuldig von dem? Ja, und wir können sich einmal nicht verlassen auf eigenem Sekunden, sollen wir sich verlassen auf jenem, ja? Oh, wie haben wir mit der Zeit? Lass mich sehen. Nein, aber wie lange? Ist 10:30. 10:30. Da habe ich noch lang zu breien, heißt es. Ja, es ist öfter Jokedei zu der Mannen, als Shlomo Berenbaum, was ich habe euch gegeben, etwas zu lernen von ihm auf Englisch, hat ein bisschen eine andere Zerteilung wie Mizrach Meirev. Herschel, der Schäumer von hinten wird bringen etwas. Ich darf noch ein Stück nass Papier, dachte ich. Nasspapier können wir Ja. No.
ist, ob jemand will sich matrier sein, wir bringen ein Stück Papier mit Nasspapier, wollte ich sich nicht so gesagt. Ah, ja, warte. Ja, Birnbaum zerteilt ein bisschen anders. Er sagt Meierjiddisch, Mitteljiddisch, Mizrach-Jiddisch. Und Mitteljiddisch heißt bei ihm Tschechei, Ungarn, das heißt Emesdik Meierjiddisch ist nur Deutschland und Arum und die schreinesdicke, manchmal die schreinesdicke Gegenden. Ja. Und ob ich habe das vor der Hand, kann ich auch etwas ausrechnen. Eine Minute. Das ist nicht das. Das ist das. Ja, wieder als wir sagen Central-Jiddisch, meinen wir Polisch-Jiddisch. Als Birnbaum sagt Central-Jiddisch, meint er Tschechei, Österreich und Teil Ungarn und Slowakei. Ja, das ist doch die Territorien da. Oh, ich soll das nicht sehen. No, das ist der Gesorgen von der altmodischen Technologie. Ja. Der Gesorgen von der heutigen Technologie ist, was jedes Mal, was nutzt PowerPoint, kommen auf Zores. Es sagt sich noch keinmal nicht gewesen, PowerPoint-Präsentation, wo es ist dadurch beschollen. Ich habe heute Birnbäume zu der Hand. Und ich guckte auf Seite 95, seht ihr, als zerteilt auf 3 Hauptdialekten. Und das ist noch interessant in dem, was geht an Wörter, was sind charakteristisch für jeden Dialekt. Lemaschel. Wir kennen das Wort Seide oder Seide, aber in Samemeyer sagt man Harle. Ich kann das schreiben mit uns. Harle. Was Harle ist, also wie kleiner Haar, ja. Und das ist das Wort für Seide in deutschen Jiddisch. Und inmitten ist da, Leute Birnbaum, ich habe das keinmal nicht gehört, aber ich verlasse dich auf ihm, Deide. Harle in deutschen Jiddisch, in Same Meirev, ja. 1 Minute. Wir haben die Mappe, und danach haben wir das, und danach haben wir das. Ist das wohl gewählt? Harle wohl gewählt da, und Deide da, und Seide oder Seide da. Gut, was Gittel hat nicht gesagt, also ich bin ein Künstler euch. Versteht sich, als sei Seide, sei Deide kommen von Slawisch, aber der Resultat von dem Slawisch ist ein bisschen ein anderer. Ja. Heißt es also inmitten ist da ein größerer Spur von Slawisch wie in Samemeyev, aber nicht so stark wie in Mizrach-Europa. Und ich rekommendiere, ob ihr hat nicht gelernt, nur Koidenkoll ist Kedai zu kaufen das Ganze. Ich will das reklamieren nicht, weil mitzahlt mir Kommission, nur weil ich und da viele nicht, weil ich bei dem ein bisschen zusammengearbeitet habe. Das ist Arois in 1979 mit sehr Sachgeisen. Man hat, weiß ich, im Ganzen nicht gelernt in Korrektur. Das Mal hat man gelernt Korrektur, mit der Sache ausgebessert. Der ärgste Greis dachte sich von der ersten Auflage ist gewesen, das, was Dr. Schechters Namen ist gewesen, geschrieben Nordche mit einem N. Das meine ich, ist der erste Teust, was ich habe auf dem Mann gewesen. Ja. Solche Teusten hat man ausgebessert und Birnbaum hat gehabt einen eigenen Zugang. Ja. Das, was er schreibt, ist in einer Sache, andere mit dem nicht machen, aber das macht nicht aus. Es ist geheim zu lernen, ich bin ein größer Kenner
Und man nimmt nicht dann alles, was schreibt, ist einfach so sein mit allen Menschen. Ja. Ich halte von Max Weinreich in der Welt, aber da und dort halte ich, also er ist nicht gerecht. Fortgewinnen ein Mensch, und das soll mit allen. Ja. Man darf allemal lernen kritisch. Aber es ist sehr gedei, ihm zu lernen. Und wenn man schon die Zerteilung auf 3, menig ist von ihm. Und Gott, wir können halten, es ist nicht nötig, aber es bringt fort herein neue Ideen. Ja. Jetzt will ich nicht vorlehnen für euch das, was steht da geschrieben, ihr könnt allein lernen. Aber der Ricker, was ihr wisst wegen dem. Ja. Im Dativ sagt man daten. Oh, das weiß ich nicht. Sie, die Frage ist, also wie wir sagen, in Misach, dem Seiden, sie mir sagt in dem mittelsten Teil, dem Daten, das weiß ich nicht. Ja, jetzt ist es gerade zu der Mann an der Webseite. Was heißt EDIS, wo man hat, ob nicht alle Materialien von dem Atlas, noch gemacht alle, computerisiert. Jetzt kann man noch gucken, dem geschriebenen Nussach und man kann auch hören, Auszügen von dem rekordierten Nussach. Jetzt kann man hören, ein bisschen weiß, wer soll es reden, die Menschen, die Informanten, was man hat interviewt. Ist das sehr gedei. Das Webseite ist nicht so organisiert, wie ich wohl gewollt, aber ob ihr wollt hören, wie so ist Retaid von Kemat jeden Teil Europa, reingerechnet, mehr Europa, hat ihr als eine Webseite. Oh. Nein, ich habe angehört, zu geben zu verstehen, aber ich kann weiterreden wegen dem. Wie gesagt, ist das gewesen Uriel Weinreichs ein größer Projekt, was hat nicht erlebt zu endigen. Man hat interviewt, 4.000 Souffleurs. Wie viel hat man interviewt? 4.000? Nicht 4.000. 500, 600, nicht 1.000, seid mal auf. 500, 600. Ja. Ja, man hat genommen eine Mappe von Europa und man hat zerteilt auf quadratlich und in jedem Quadrat hat man im Prinzip gefunden ein Mensch. Das ist eine riesige Arbeit, versteht sich. Von deswegen sind da Bläusen, weil viele, wenn man hat kleine quadratlich, noch eine Mappe, was ihr kennt von dem Lachen. Was soll anders da sitzt? Nein, Polen. Und ihr seht das da, sind da quadratlich. Sind ganz klein, heißt das, dass man heute eingenommen sehr sagt, Städte und städtlich. Aber wenn ihr nehmt ein Städtel verdammt, verfällt ihr ein Städtel, ein anderes Städtel. Und also wie wir haben schon gegeben anzuhören, kann sein ein hübscher Chilik zwischen die zwei Städtlich. Nicht allemal ist er so, ja, der Moschel Reis, und will nehmen Städte. Und mir sagt euch, als Warschau und Lodge reden Punkt auf demselben Häufen, ist er sicher nicht Emmes. Aber mir sagt, dass sie reden mehr oder weniger demselben Dialekt, ja, es ist ja Emmes. Mehr oder weniger. Ja? Aber einmal sind da zwei Städte nebeneinander, wo die Dialekte sind ganz anders. Ja? Oder viele, wo in Mittenstädtel bei sich ein Dialekt. Ja? Sind da solche Fällen, wo die Grenze ist in Mittenstädtel. Ja? Du wohnst auf Amsterdam Avenue, redest da so. Du wohnst auf Columbus Avenue, redest da anders. Und nicht hübschlich anders, nicht nur ein Wort oder zwei. No, manchmal ist ein anderer Dialekt. Ja. Das ist also wie Pygmalion, wenn Henry Higgins berühmt sich, als auf jeder Gasse in London redet man anders. Ich weiß nicht, das ist Emmis, das ist gewesen Bernard Shaw's Aguzme. Bernard Shaw hat sehr gute Kavones, aber ist nicht gewesen kein Sprachspezialist. Und wieder einmal, also wie wir haben früher definiert, wenn
wegen was man redet. Das Wort redet man auch anders in Warschau und in Lodz. Ja, in Lodz ist ich und in Warschau ist, ach sag mal, Jach, ja, oder Ech, oder Jech, ja. Das Wort hat öfter 8 verschiedene Herausreden, es ist sehr schickawe. Und wegen dem wollte ich öfter euch gekannt reden, eine ganze Show. Aber in dem Praten war schon Lodz anders. In anderen Praten sind sie ganz ähnlich. Ja. Wir sagen, also es ist ein Dialekt, ist das Warner, weil wir haben beschlossen, als, weil wir sagen Fleisch, ist es ein Dialekt. Und weil es ist ähnlich in der Sache andere Praten euch. Aber nicht in dem Prat. Aber wie gesagt, kann einmal sein, als auf 2 Seiten von der Gas ist da was unter Dialekten. Das weiß man nicht, das weiß man nicht. Ja. Wir wollen noch Mittag reden wegen Michael Herzogs Dissertation. Ja. Mir hat mir gesagt, dass wir so können machen von Herzogs Dissertation 2 Bände. Ja, mit zerreißt, ja. Jetzt ist das heraus in 2 Bände. Ja, Yiddish Language in Northern Poland, wo stellt sich auf ein ganz kleinem Chelik von der Mappe. Aber das ist die samme interessantste Gegend. Was ist gewesen die Frage wieder? Oh, sie, das ist politisch, ja. Ja, sie ist es politisch. Es ist öfter zum Teil politisch, weil Michael Wechsel angewiesen auf dem, als die, was heißen Litvakis, wohnen auf der Territorie, was ist mit 500 Jahren zurück gewesen, der litwische Teil von der polisch-litwischen Meluche. Ja? Und die, was reden Dorm Jiddisch, wohnen auf der Territorie, was ist damals gewesen, Polen. Ja? Und bis im 19. Jahrhundert hat man Ukraine noch gerufen Polen. Ja? Die, ihr kennt den Namen Linetsky, ja, es gewesen ein Schreiber im 19. Jahrhundert, ein Maskel. Er hat geschrieben für Winnice, was Lecholadeis ist das Ukraine. Besser an der Mappe. Aber sein Bichel wegen Jingel in Ukraine, dachte ich wegen sich, heißt das polnische Jingel. Weil tief Ukraine haben Jeden noch gerufen Polen. Die jüdische Mappe ist hinterstellig mit etlichen 100 Jahren. Ja, Jeden sind geblieben bei der Mappe von 1500, 1600, ja. Bis die Grenzen haben sich so viel gerückt. Und in der Emerson, was ist Munkac? Munkac ist gewesen Ungarn, Tschechoslowakei, Sowjetenverband, Ukraine. Wer hat gewohnt in Munkac? Ja. Ja, und bis heute sind noch da ein paar Jeden. Wer noch hat gewohnt in Munkac? Ungarn, ja. In die Dörfer herum sind gewesen Ukrainer. Bei heutigen Tag ist das eine ukrainische Stadt. Ja? Weil Jeden wissen wir, wo sie sind hingekommen. Die Ungarn sind weg oder man hat sie herausgetrieben. Und die Ukrainer von den Dörfern haben sich besetzt in der Stadt. Die jüdische Geografie ist nicht ärger von der Goyische, weil die goyische Geografie ist bei sich gesehen. Das, was die jüdische Geografie bei sich nicht, ist eine Meile. Ja? Munkac wird allemal sein Ungarn bei Jeden, was ist bis 1918 gewesen Ungarn. Und jeden von dort sind Ungarische. Und auch viele in die späteren Zeiten. Ja, ich habe Mischproche von dort, wo sind geboren, Gliedschwesterkind, was ist geboren geworden nach dem Churben, und redet Ungarisch. Heute sie ist aufgewachsen in Ukraine, im Sowjetenverband. Mein Mann ist gewesen in Munkac. Ja. Sie waren sehr beleidigt, das betrifft Ungarisch. Vieles wird geredet Ungarisch. Was, wie wird sie? Tschechoslowakisch? Danke, mein Bob ist Punkt verkehrt. Mein Bob ist gewesen Punkt verkehrt. Bei meinem Bob ist Munkac gewesen Ungarn und Franz Josef dachte sich, hat noch gelebt, ja, und es ist noch gewesen die guten Zeiten von ihren Kinderjahren und was ist geschehen nachdem, hat sie nicht angenommen. Nicht, ja, nicht was sie ist gewesen over Bottle, sie hat gewusst dem Emmes, aber sie hat das nicht gewollt annehmen. Ja. Minkac, ja. Ja, es ist in der Politik mischt sich allemal rein.
ist jetzt, also wie wir haben nicht so viel Zeit, ist, lassen wir jetzt angucken die Mappes, was ich habe auch zugegeben. Sind da etliche Arbeiten da in dem Band wegen Meierwiedisch, aber ich will Poschet angucken etliche Mappes. Die erste Mappe ist auf Seite 19 und das ist in der Werte von Challe. Ja. In ganz Mitteleuropa sagt man Challe oder Cholle. Wer hat gehört sagen Cholle? Versteht sich, ja. Und Keulitsch ist bedeutet geflochtene Challe, ja. Nicht alle Challe sind geflochten, ja. Und nicht alle Keulitschen sind Challe, ja. Dort, wo man sagt Challe, meine ich, ist Keulitsch eine geflochtene Challe. Aber Keulitsch kann auch sein, wie gesagt, ein Kuchen. Wir sehen dort, wo es ist das Sternloch, es ist dort zweierlei Sternloch, ja. Es ist dort in Mizrach, sagt man Keulitsch auf Challe. Und sind da noch Wörter, es ist da Datscher, es ist da Berches, es ist da Barches. Und das ist als Meierwiedisch, ja. Meierwiedisch ist Berches und Barches. Man meint, dass das kommt von Broches, man weiß nicht, Meile. Das interessiert uns nicht. Was ist aber da ja interessant? Guckt an die Mappe. Wie weit auf Mizrach zieht sich Barches? Ganz weit, bis Munkatscha viele. Mein Baba hat das ausgehört ein bisschen anders, aber das ist gewesen das Wort in Munkatsch bei ihr, nicht Challe. Challe hat sie gekannt von da nicht. Ja? Lass mich nicht reden wegen Etymologie, nicht reden von wann es nimmt sich das Wort Datsche, weil wieder einmal ist, das wird uns verführen können, Hotzeplatz. Zigar Beuberig, ihr beschließt, ihr wollt besser Hotzeplatz, ihr besser Beuberig. Ja. Ja. Aber ich bin ein Missrichtiger, will ich nicht sagen Barches, will ich sagen ich feul sich, ich will sagen Barches, was ist geringer auszureden, Barches. No, ich weiß. Nein, ich weiß. Ich bin doch der größte Pedant und da sehe ich, als eine noch größer von mir. Ja, die zweite Mappe ist Dreidel. Wir kennen alle das Wort Dreidel, aber Dreidel ist euch nicht das einzige Wort. Ja? In ein bisschen Litter sagt man Gor. Chaneke spielt man in Gor. Ja? Und ich gedenke ein bisschen, was ich gelernt in den Kinderjahren, wo ein Kind hat gespielt mit der Trendel. Und ich habe nicht angehoben zu wissen, was ist ein Trendel. Jetzt weiß ich. Also, der Schreiber von dem Bichel ist mir damals gewesen, ein deutscher Jid oder ein Abstammiger von deutschen Jiden, hat genutzt das Wort, das er kennt von daheim, das ist Trendel. Ja? Weil, ich habe das vergessen zu erwähnen, die ersten Jiddischredner da sind gewesen deutsche Jiden und sind noch da rechtlich von deutschen Jiddisch in Englisch. Und der beste Moschel davon ist Kosher. Weil auf Englisch sagt man Kosher, beherrscht mit einem deutsch-jiddischen Herausred und nicht Kosher, wie es soll gewähnen, wenn es kommt von unser Jiddisch. Die weitere Mappe ist Naden oder Nadan oder Nedunje oder Nedinje oder viele Dinje, was bei uns ist Dinje, dachte ich, etwas anders. Und da haben wir wieder zu tun mit etlichen Wörtern für einen Teich. Ja? Später werden wir reden wegen ein Wort mit etlichen Teichen. Ja, in Mizrach ist bederchal Naden oder Nadan oder Norden, mir kommt von Podolia. Aber es ist Chicago, was Naden, der geht, 1 Minute, das ist schwer zu lernen. Vielleicht können wir mir allein ein paar Brillen, die teugen schon nicht.
Ja, was Naden ist, Nedan, sagt Michael. Naden ist gemacht ganz mit sich Europa, aber in Litte ist verspricht Nedan und euch zum Teil in Polen ist verspricht Nedan und euch in Ungarn ist verspricht Nedan. Wo sind denn unsere Dialekten? Ja, das ist wieder ein Moschel von dem, wie also die Dialekten sind Lavdavke. Ja, wir kennen seiner Litwak von einer Seite Grenitz und sagen Nedan und ein Litwak von der zweiten Seite sagen Naden. Beide sind Litwakis. Wer soll sagt der Litwak? Oder Azoi oder Azoi? Ja. Aber die ist es schwer zu vergleichen, denke ich. Aber Marshall Jordan sagt Nedan und sagt Ngor. Das ist aber so eine Linie, ja. Ob wir gucken uns zwei Mappes und wir wollen vergleichen, ja. Das ist schon ein bisschen technisch, weiß ich nicht, wer soll ich wohl gekannt, zugreifen zwei Mappes, was decken sich. Wir sollen sehen, sie, die was sagen, go, sagen euch nicht an. Aber es ist eine interessante Frage, auf wie viel, wieder einmal, decken sich die, ich darf nicht so ein schweres Wort. Isoglossen, ja. Isogloss, Iso heißt gleich und Gloss heißt, ja, heißt es als, wo man redet auf denselben Eufen. Das ist eine Grenze zwischen der Dialekt, wo man redet Azoi, und der Grenze, wo man redet Azoi. Und Teil Isoglossen sind dieselbe, aber wie gesagt, das sagen wir nicht, ja. Der Isogloss zwischen Kommen und Kimmen ist im Ganzen nicht dasselbe, was zwischen Läufen und Leifen. Weiter dicke Mappe. Ganz Mitteleuropa sagt Bris. In Meier sagt man wieder klar Bris-Mila, was deckt sich mit dem ivritischen Brit Mila. Und inmitten ist da Sude. Wir kennen Sude mit einem anderen Teich. Ja? Sude ist Stama, jontevdicke Mahlzeit. Da ist das befehlisch beim Praven Bris. Geh weiß. Aber so weit weiß ich nicht. Ich muss sagen, also ich habe sich nicht auf so weit zugegräht. Aber ich bin sicher, als wenn ich noch einmal übergelehnt im Text, wollte ich das gefunden. Ob es will wer lehnen im ganzen Text, kann ich verstehen, ich mache eine Kopie. Ich weiß nicht, Sie können das noch kaufen, aber ich meine, als keiner wird sich nicht beklagen, aber ich mache Kopies. Sach, was hat sehr, sagt Terminen. Ja? Wie also heißt das, was zu dem Sinne zugebunden Sitzes, was sagen von mir jeden? Ihr seht, es ist da sehr Sachwörter. Es ist da Taleskotten, es ist da Arbekampfes, es ist da Zitzekampfes, es ist da Leibzadak und auch viele Leibel. Und Leibzadak ist, dachte ich euch, ein Wort für ein Frumenid, aber ein Pejorativ, habe ich nicht getäuscht. Labsadak, ja. Leibsadak oder Labsadak. Und wer sagt was, es ist also ausgemischt, also ich habe mehr einfach das herumzureden. Ja. Es ist da wer, was weiß auf sicher, als bei ihm oder ihr in der Heim hat man genutzt ein Wort und nicht kein anderes. Weil ich weiß von Taleskotten und von Arbekampfes und ich meine, also ich nicht beide, weil ich habe nicht kein heimisches Wort von dem. Ja. Ob einer von euch hat, was? Bloß Zitzes. Ja, 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 das ist auch möglich. Zitzes ist im Prinzip bloß Teil davon. Ja. Aber in der Woche sagt man, hey Minute, wie sagt man in der Woche? Lisatef bei Zitzes, ja? Aber es ist sicher Zitzes und nicht etwas anderes, ja. Ja. Nein, ich rede wegen Anton Atalis. Was hat doch euch Zitzes? Lisatef bei Zitzes, dachte ich, ja, nicht bei Talis.
Und also wie ich habe schon nicht kein Brehre, weil ich ja der Mann das Wort davenen geht weiter ein bisschen. In Deutsch und Jiddisch sagt man Ohren, was das nimmt sich von Lateinisch, ja. Sie durch Italienisch, sie durch Französisch, aber von Lateinisch. Und davenen, was wir wissen nicht, von wann das nimmt sich, und ich will sich in dem nicht reinlassen, wie ich habe schon gesagt, ganz mit sich Europa und euch zum Teil mehr Europa. Chicago sie die, was in Misich Europa, was seit Michael, in mehr Europa, was sagen davenen, haben gesagt, davenen mit 200 Jahren zurück, sie haben sich das ausgelernt in unsere Zeiten, weil der Moschel in 1850, meine ich, sind in Frankreich gewesen nur französische Juden, die Juden, die sind in Frankreich schon hunderte Jahre, ja, Moschel und Elsass. Aber versteht sich, als im 20. Jahrhundert sind gekommen als auch Juden von Misrach und haben sich die Dialekten öfter ausgemischt. Das heißt, Gicher haben die mehrheitlich Juden sich ausgelernt, Misrach-Jiddisch wie verkehrt, zu den verschiedenen soziolinguistischen Sibbes. Es kann sein, als ob man sagt, Daven in den Elsass ist das von der Migration. Ich weiß nicht. Nicht als es gedei, nicht als kämen dagegen und wie gesagt, nicht als es gedei, zu nehmen sich zum Herzen, ja, und nicht schlafen bei Nacht. Ja. Ja. In Atlas hat man noch genommen in Betracht, in wann, wie der Mensch hat gewohnt, wie sie seine Gewohnung gewohnt, wie sie ihn gewohnt, oder hat man noch genommen in Betracht, von wann sie Tate in Mama haben gestanden, haben ist es gegeneinander. Ja, die Frage ist, Sie beim Ausfragen, die Informanten von Atlas, hat man euch hereingenommen, gehabt den Sinnen, nicht nur, wo es hat gewohnt, der Mensch allein, nur wo seine Tate Mama haben gestammt. Ja, man hat sich bemüht, zu reden mit Menschen, was sind geboren geworden in einer gewissen Stadt oder Städtel, haben dort abgelebt bis in Churben, weil die Interviewen hat man nicht gemacht in Mitteleuropa, nicht nur, weil so wie sind, haben dort mehr nicht gewohnt, sondern auch, weil es gewesen kommunistische Zeiten und wohl gewesen schwer. Hat man das getan in den Vereinigten Staaten, in Nordamerika und Israel und nur bei den mehrheitlichen Juden in Frankreich und in Schweiz hat man das getan auf den Ort. Jetzt hat man das Jahr eingenommen, wie gesagt, hat man sich bemüht, zu nehmen Juden, was haben nur gewohnt in einer Stadt oder Städtel, bis in Churben, und euch möglich, was hatte man, wir haben euch gestammt von dort. Wie viel ist es gewesen möglich? Von deswegen sind gewesen Fallen, was Shmuleli weiß, aber wegen dem, als ein Mann mit der Frau, man hat interviewt, oder der Mann oder die Frau, und der Zweite hat sich untergehört und hat sich hereingemischt und gesagt, nein, nicht das so, haben wir gesagt in unser Städtel. Es ist doch Jeden, ja, 2 Jeden, 3 Meinungen. Ein paar Volk muss sich doch kriegen, jetzt hat man sich gekriegt über dem, sie mir hat gesagt, ich weiß, Jarmulke oder Kappele. Die Sprache wird gebeten, in jeder Stadt und nahe durch anders. Das ist sicher Emes. Und ich werde mal reingucken in dem Journal Jiddisch für alle, was ist aus 2 Jahren, die letzten 2 Jahre fahren Churben, hat die Jivo hat herausgegeben, 38, 39, das ist ein populär wissenschaftlicher Journal, also wie jüdische Sprache da, was ist heraus von den 40er an, weiß man, sag mal an, als der Jüngere da, redet hübschlich anders von dem Älteren da. Und der Jüngere da hat geheißen in jener Zeit, die was das ist der da, was die letzte Mohikaner von die was geboren geworden fahren Churben. Ja, bis als sehr Tatus und Mames, was noch gewesen weniger modern, haben geredet anders. Ja. Und die Informanten geben andere Entwers, wenn man fragt sie direkt. Man fragt, sie sagt Miriamike oder Kappel, sagen sie Warte, sagen Miriamike. Und später, als sagt natürlicher Satz, sagt und man tut eine Kappel. Ja, das ist euch Emes. Es ist
Untersagen versteht sich als Sakone, weil der Mensch, als auch Menschen haben lieb zu sagen, ja, sie wollen gefallen dem Gelernten, was redet mit sie. Aber natürlich reden sie anders und wegen dem ist so eine bekannte Meise, was ich habe schon erzählt bei verschiedenen Gelegenheiten. Also ich habe 3 Minuten, meine ich, also es wird klicken. In seiner Geschichte zitiert Max Weinreich eine Meise, was hat ihm erzählt, Neuch Prilutsky. Es ist gewesen eine Sitzung, ich weiß nicht, was für eine Sitzung, aber dort ist gewesen Prilutsky und noch etliche Jiden. Einer von sie ist gewesen der Schreiber Hersch David Nomberg. Was ist gewesen ein polischer Jid, 100%, ja, gestammt von der Städtel Amschenew, nicht weit von Warschau. In Warschau und herum sagt man nicht Chilgein, oder wie geht man, wie man sagen, Chin, ja, etwas aber so eins, Chibgein. Ich habe es ein paar Mal gehört, aber auf Prilutsky kann man sich verlassen. Ist Nomberg geworden äußert sich, weil, wenn Prilutsky hat angewiesen auf dem, als Polischiden sagen, ich habe kein, a viele Nomberg redet er so. Ist Nomberg geworden so in Kass, hat das gesagt, nicht stemmes, ich habe keinmal gesagt, also, ich rede nicht so, und ich habe keinmal so nicht reden. Und dann hat er sich gegeben, ich habe am Kopf, oi, wer ist mir? Ist er gegen dem, was Yves sagt, als natürliche Rede ist anders von Untergesagte. Was kann sein besser von dem, ja? Ja. Wenn Prilutsky schreibt, ein Mensch, noch was war ein Mensch, und er orientiert sich nicht auf seine eigene Rede. Aber so sind wir alle, ja. Und du tragst noch wegen dem, wie so du redest, ist oder wirst du seiner größer Nudnik, oder wirst du glatt nicht haben, was zu sagen, weil, unverkehrt, ob ich höre sich zu dem, nur zu dem, wie so ihr redet, weiß ich nicht, wegen was ihr redet. Ja? Und das ist eine Sakone, weil ein Mensch, was hat lieb zu hören, wie soll, vergesst er einmal, als der Zweite will herausbringen einen Gedanke und nicht nur weisen sein Dialekt. Ja? Sehr wenig Menschen gehen herum und reden nur, um zu weisen, von wann sie stammen. Ja? Ja. Es wohl gewesen sehr nützlich für Linguisten, aber das ist nicht der Gang von der Welt, nicht also führt sich die Welt. Was ist die Mappe für Shalom Aleichem zu schreiben? Nun, was haben wir geredet nicht lang zurück? Grenitz, so von Ukraine. So von Ukraine. Ist das ein Gemisch von Ukrainisch und Litwisch? Ja. Das bin ich nicht sicher. Sie kann sein, als er gesagt hat, wie viel ich weiß, hat er geredet mit einem Chirik, was wegen dem wollen wir reden später, das heißt Stittel gegen Städtel oder Städtel, aber Chutzem ist auch steht sich gewesen ein Schreiber und zum Teil hat er sich benutzt mit der geschriebenen Sprache, das heißt der überdialektische Sprache. Ja. Er ist doch nicht gewesen, hat nicht nur geschrieben Dialekt. Teilschreibers vergehen sich Dialekt mamisch, Avram Reisen und Salman Schneerle Moschel. Bei sie kann man sehen mamisch litwischen Dialekt. Und weil wir hören Marguerite Gillich von Salman Schneer und Michael Maschmelow von Avram Reisen, wird ihr sehen, als sie schreiben, auf wie viel ist es möglich litwisch-jiddisch. Shalom Aleichem, meine ich, hat nicht begriffen, oder ist nicht gewesen, also naiv, wenn wir sagen, er soll schreiben Dialekt. Aber versteht sich, man hat ein Heimischloschen und sein Heimischloschen ist gewesen ein gemischter Dialekt. Ja, wir kennen Herren, aber dort hat er klar Jiddisch. Was kann man tun? Danke? Ja, also wie ihr gedenkt. Ich gedenke anders, aber... Leslav bei uns in Atlas ist gewesen ein E-Dialekt. Das kann sein. Das kann sein, als sein Perjaslev, Chotscher ist nicht, er ist geboren in Perjaslev, aufgewachsen in einer anderen Stadt, Voronke, und man ist herumgefahren und er hat auch gewohnt in Kiew und danach hat man immer rausgetrieben von Kiew, er hat sich umgekehrt in Kiew. Ja. Wir kennen den Mann Mark Warschawski, was hat gestammt von Odessa und das ist klar von seinen Liedern, aber er hat gewohnt in Kiew und gerät Russisch. Sie kann sein, als sein Dialekt ist also Odesser, also odessisch,
weil hat mehr geredet Russisch. Ja. Ob man redet Jiddisch, befragt euch, man redet Jiddisch mit Jiden von anderen Gegenden, macht man allemal abschore. Man geht darüber zum Teil auf jenem Dialekt. Aber die Menschen, die reden nicht kein Jiddisch, ja, ich habe sich bekannt mit polnischen Jiden in den letzten Jahren, was sind noch oben nicht geredet, keinem kein Jiddisch, ja. Sie sind gewähnt eine polnische Zwiebel, ja, Chassene gehabt mit Polkes, Kinder reden nur Polisch, kommt sie aus zu reden Jiddisch einmal in 10 Jahren. Aber so sind sie geblieben bei dem Dialekt von den Kinderjahren. Sie haben nicht gehabt, bei wem sich auszumischen. Bis als da in New York hat jemand jeder gehabt zu tun mit jedem von anderen Dialekten. Und die Dialekten haben sich gebeten. Keiner in New York redet nicht Punkt, so wie er hat geredet in seiner Stadt oder Städtel. Speziell Städtel. Aber ein Jid, was ist geboren geworden in Ger, nach gegen dem, was man sagt, ein Jid, was hat gewohnt in einer Stadt. Wir haben getroffen 3 alte Jiden in Ger, alle geboren geworden in Ger, gewohnt in Ger, Chutz beschaß der Milchame. Wenn sie sind gewähnt in Warschauer Ghetto und haben alles gemitten in Treblinke, ja, Mainz-NS. Aber das ist auch das einzige Mal, was es mir ausgekommen ist, zu reden mit Jiden in seiner Heimstadt, wo sie haben dort gewohnt das ganze Leben. Weil also, ja, man will reden mit der Gerer, muss man im Gefängnis in Israel oder New York. Ja, und wir sind dort gewesen. Das erste Mal, was ich bin, gewesen ein Lehrer in Warschau. Und die anderen Lehrer haben die ersten paar Minuten nicht verstanden. Ich bin schon zugewohnt zu dem, ja, weil das ist doch gewesen meine Karriere. Aber bei sie sind nicht gewesen zugewohnt, sie haben angehört zu verstehen, dem sehr, sehr starken Dialekt, ist weg ein paar Minuten. Und das ist gute Jiddisch-Kenners, ja. Aber man hat keinmal gehört, kein sehr tief polnisch Jiddisch, darf man sich zugewöhnen. Gut, ich meine, jetzt ist Zeit. Und ob ich gefunden eine Rekordierung habe von jenem Gerer, wollte euch gewinnen sehr interessant. Gut, jetzt lass mich austrinken ein bisschen Wasser. Und